das jetzt gleich mal vom Anfang, genau. Ich sehe schon, da gibt es noch einigen Redebedarf über die Gruppen gerade hinaus. Das brauchen wir, dass wir das auch gleich nutzen. Sind Sie noch nach Gesprächsgruppen sortiert? Nein, Sie haben sich irgendwie so in den Raum gesetzt. Ich sehe auch noch 2 Luftballons. 3. Wunderbar. Gut. Ja. Schön. Ja, wir spielen noch einige Szenen für Sie, ungefähr 15 Minuten. Und dann übergeben wir nochmal an die Moderatorin. Da steht Reflexion zu den Themen. Das stimmt so ungefähr. Wir haben nicht den Anspruch, dass wir alles, was in den Gesprächsgruppen stattgefunden hat, tatsächlich jetzt auch auf der Bühne spielen. Das wird Sie wahrscheinlich auch erleichtern. Wir fragen wieder nach Stichwörtern, nach Dingen, die passiert sind, die sich für Sie neu ergeben haben oder bestätigt haben in den Gesprächsgruppen. Gab es denn irgendwelche Sachen, die Sie gehört haben und wo Sie dachten, interessanter Gedanke, das ist mir so neu, habe ich so noch gar nicht wahrgenommen, gedacht? Gab es da Erkenntnisse? Es gab wahrscheinlich welche, aber Sie trauen sich jetzt gar nicht, das in einen Satz zusammenzufassen. Vielleicht nochmal Stichworte aus den Gruppen, um die es ging. Einfach reinrufen. Bitte? Riechen. 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 Nicht die Griechen, sondern Riechen. Riechen. Ja. In dem nächsten Kontext anders. Eltern mit angenehmem Geruch, Glocken. Okay, sehr schön. Wunderbar. Noch weiteres? Kälter braucht Was war das? Nachts oder Nachbildungsangebot? Nachts. Nachts? Nachts. Nachtsbildung. Weil sie sonst keine Zeit haben. Als Alternative zu Schlaf oder gleichzeitig? Das war das. Okay, Nachtbildungsangebot. Sehr schön. Ja, wir haben ja über Sozialraum gesprochen. Wo müssen wir überall hingehen? Im einen Sozialraum, um die Familienbildungsangebote dahin zu bringen. Also welche Sozialräume gibt es? Es gibt ja nicht nur Bildungsangebote. Sozialraum ist ja alles. Der Friseur, die Apotheke. Ach, also ja, tatsächlich auch geht man auch zum Friseur. Also war das eine der Erkenntnisse? Würde man auch zum Friseur gehen? Und Das ist ja familienfokussiert, aber das ist ja auch Sozialraum. Wir haben das okay. Sozialraum gemacht. Aha, Sozialraum. Aber was für Sozialraum konkret hatten Sie? Hatten Sie da Beispiele? Naja, wir haben immer die Welt, Bildungseinrichtungen, Vereine und sonst was, aber spannend finde ich auch mal die anderen Sozialräume in der Stadt haben. Die ungewöhnlichen. Da war was? Ungewöhnliche Sozialräume. Fehlende Ärzte im ländlichen Raum. Ah ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, aber ich hätte nicht gedacht, dass es in diesem Kontext dieses Kongresses auch im Sozialen. Da waren schon Fehlende Ärzte, Männer. Ja, also doch vor Ihrer Nachbildung. Ich würde sagen, da müssen wir ja gar nicht mehr viel dafür tun. Das Bild ist ja sozusagen schon komplett generiert. Zwischen Job und der Nachtbildung gibt es noch die Nachmittagsangebote. Sonst wäre es ja auch langweilig. Das stimmt. Das stimmt, das Wochenende muss man auch dabei. Ja, ich würde sagen, das sind erstmal so für Das den sind schon mal, ja, schöne Sachen. Antje setzt da auf diesen Stuhl, den wir extra hingemacht haben. Sieht man mich noch? Auf den hinteren Reihen? Das ist jetzt gar nicht mehr Antje, auch wenn sie noch so aussieht, sondern eine Person, die auch gerade aus ihren Gesprächsgruppen kommt. Und der gehen Dinge im Kopf umher, die sie umsetzen möchte. Und da hätte ich jetzt auch gerne noch konkrete Stichwörter. Was geht ihr im Kopf umher? Woher soll ich das Geld nehmen? Woher soll ich das Geld nehmen? Hilfe! Hilfe! Einfach mal so als Überbegriff. Wer wollen die Eltern? Was wollen die Eltern? Wer macht die Eltern? Wie verstehe ich die Eltern? Rein kommunikativ. Okay, woran scheitert das?
Also rein sprachlich. Also, ja. Sprechen wir dann über Sprache? Ja. Kommen wir zu Ihnen. Türkisch lernen. Oh. Ist sie auch Mutter? Ist Bitte? sie auch Mutter? Vielleicht. Du musst sie vielleicht noch einkaufen gehen, auch weil kochen abends. Einkaufen gehen, ja. Das muss auch noch, dass die nach der Arbeit vor der Nachmittags. Oh je. Okay. Wunderbar. Das sind viele Stichworte. Mal schauen, was in dieser Szene jetzt auftaucht. Antje, ich vermute, du hast dir alles perfekt gemacht. Ah, perfekt. Wunderbar. Dann viel Spaß bei unserer Szene. Meine 3 Minuten Pause. Ich liebe diese 3 Minuten. Ich würde nicht sagen die schönsten, aber doch sehr schöne 3 Minuten Pause. Ich in meinem Büro mit meinem Tee. So ruhig ist es den ganzen Tag nicht mehr. Frau Klöpfer, Ja. ich habe gerade die Neuigkeiten. Oh. Die Pausen werden gekürzt. Wir können uns die 3 Minuten nicht mehr leisten. Aber Sie sind mein persönlicher Assistent. Sie wissen, wie wichtig mir meine 3 Minuten Pause ist. Ich weiß, ich habe alles getan, das hat nicht funktioniert. Sie haben sich Ihr Arbeitsprotokoll angeschaut. Sie haben festgestellt, dass da noch einiges zu optimieren ist. Okay. Zum Beispiel die Zeit, die Sie beim Einkaufen an der Kasse verbringen, verstreicht quasi ungenutzt. Nein, das kann man so nicht sagen. Ich habe mittlerweile ein Türkisch-Lernprogramm auf meinem iPod und ich lerne Türkisch an der Kasse. Und manchmal ist es sogar so, dass die Frau mich dann um das Geld fragt und ich denke, welche Sprache redet sie gerade? Ich bin sehr gut organisiert, sollten Sie wissen. Ich meine, ich als einzige Leitung hier im ganzen Stadtgebiet. Oh, Ja, das wird alles nach draußen übertragen, was Sie gerade sagen. Oh Gott. Das gehört auch zusammen, also es ist nicht... Ach, jetzt mache ich auch noch die offizielle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nach draußen. Es ist einfach Zeitverschwendung, wenn Sie Dinge privat äußern. Verstehen Sie? Ja, Das ist alles... Ja, gut. So, Ja. die 3 Minuten sind ja jetzt rum, durch Sie auch gekürzt, jetzt für immer und ewig gekürzt. Sie haben noch 12 Sekunden pro Tag, aber da Sie heute schon um 2 Minuten bezogen haben, ist es jetzt erstmal für 2 Wochen vorbei. Genau, dann schaffen wir für heute noch irgendwas. Ja, es gibt noch weitere Rückmeldungen. Ja. Und zwar, ganz ehrlich, Ja. wie soll ich sagen? Reden Sie doch schon mal weiter, ich mache derweil schon mal Beschäftigen Sie sich mit dem Anwählen, Sie können bitte wechseln. Windeln wechseln? Ja, da die Schlange mit Kindern, die ansteht. Oh, ja. Ja, eine nach dem anderen. Ja, ich finde es so schön, dass Sie den Schlauch beigebracht haben und Sie immer noch die Windeln gewechselt bekommen, aber ja. Es ist Folgendes. Die Eltern haben festgestellt, Ja. dass die Erzieherinnen und Betreuerinnen immer häufiger schweißgebadet sind. Wir haben diese Geruchsoffensive. Vielleicht hilft das. Ich muss alles weg raus, ich nehme das Mikrofon zur Seite. Gut. Ja. Die haben diese Geruchsoffensive. Ja, genau. Das geht nicht mehr. Diese Gerüche dürfen bei uns nicht mehr verwendet werden. Das sind menschliche Gerüche. Wie soll ich denn den Kindern bitte schön beibringen, dass sie diese Gerüche nicht mehr zu haben? Ja, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, es liegt alles an der Ernährung. Es gibt jetzt verschiedene Aromazusätze in der Kindernahrung. Und dafür muss ich noch einen Kochkurs besuchen, natürlich. Um mich Ja, ich habe Ihnen als Ihr Terminkalender schon, der ist nachts von 1 bis 5. Und also das ist ja schön und gut, aber eigentlich habe ich da die Männer. Die Männergruppe, der Männerkurs. Ach, ich habe das ganz anders verstanden. Wir machen gerade, das ist sehr angenehm, muss ich sagen, weil ich habe da nämlich gerade diese Tiefenhypnose-Kurs. Die Männer liegen da
fühlt sich so, als würden sie schlafen und ich träufle ihnen Geschichten ein über Kindererziehung und die Rolle der Frau in der Familie und solche Sachen. Achso, Das entspricht ja eigentlich unserem neuen Konzept, was man bei Männern in dem entsprechenden Alter macht, muss man bei den Kindern nicht mehr nachholen. Oder so ähnlich. Ich habe es noch nicht verstanden. also ich muss ehrlich sagen, Sie könnten mir ja einfach mal helfen hier, während ich hier tätig bin. Sie könnten ja auch mal windeln oder irgendwas anderes tun. Ich muss auch das Lego rausräumen, weil hier später noch die Gesprächsgruppe stattfindet. Muss das denn wirklich weggeräumt werden? Ja, wenn die Eltern hier reinkommen und sehen Lego, dann stößen die sich alle in die Spielecke und sind nicht mehr zum Sprechen zu bewegen. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Laden hier überhaupt laufen kann. Das ist ja schön, Sie haben so viel Arbeit, dass Sie gar nicht mehr drüber nachdenken müssen. Schön. Ja. Ich mache dann mal weiter Ja. und bringe Ihnen dann in einer Stunde die nächsten Erkenntnisse, an die Sie dann umzusetzen haben. Ja, ich habe übrigens nachher noch einen Friseurtermin von 3 Minuten. Oh, Sie kümmern sich doch wieder um den Sozialraum. Ja, genau. Ja, Tragen Sie die Erkenntnisse dorthin, soweit es geht. ja, super. Gut, dann noch viel Spaß. Ja, Ich danke. freue mich, dass Sie Lego dabei zur Seite. Das geht jetzt noch Stunden so weiter. Dankeschön. Eine letzte Szene haben wir noch für Sie und wir werden Sie diesmal während wir spielen beteiligen. Ja, und Sie werden uns sozusagen, manchmal haben die Schauspieler das Problem auf der Bühne, dass sie einen Satz anfangen und dann plötzlich feststellen, oh, wie geht der Satz zu Ende oder was ist das nächste Wort. Und für die nächste Szene hätten wir gerne von Ihnen, dass Sie dann sozusagen den Satz zu Ende machen. Das nächste oder Wort sagen. das nächste Wort sagen, was reinpasst oder was Ihnen einfällt dazu. Sollen wir das mal kurz vormachen, wie das prinzipiell funktioniert? Also, Ich bin das Publikum kurz. du bist das Publikum, genau. Also, ich war da neulich Schwimmbad. im Schwimmbad und dann hatte ich plötzlich festgestellt, dass ich meine Badehose vergessen hatte und dann bin ich zum Optiker gegangen und so. Also das sozusagen wäre Ihre Aufgabe gleich. Wir zeigen einfach so auf Regionen im Publikum und genau, hoffen dann auf ein Stichwort von Ihnen. Genau, für diese Szene hätten wir gerne nochmal einen Ort von Ihnen, an dem diese Szene spielen soll. Am Ende der Welt. Am Ende der Welt. Ende der Welt. Das ist ja eher so eine zeitliche Welt. Achso, Der Alpenmusik. Alpenmusik? Ja, das ist das Gleiche. Das ist das Eine leere Schlecker-Filiale in Alpenmusik am Ende der Welt. Okay, wunderbar. Dann viel Spaß bei unserer letzten Szene. Ich möchte diesen Raum haben. Hi. Franz. Du bist aber groß geworden. Ich kenne dich noch von früher. Fräulein Schlecker. Heidelore, Schlecker. Ich habe sie immer nur Fräulein Schlecker genannt. Kannst mich ja auch Heidi nennen, wenn du willst. Heidi. Magst du immer noch die Bonbons? Pfefferminz. Dankeschön, Frau Schlecker. Ich erinnere mich noch, wie ich früher hier war und eingekauft habe. Da waren noch Regale hier drin. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier wohnen. Ja, eigentlich hat sich meine Wohnsituation deutlich verbessert. Früher hatte ich nur die Kammer da hinten. Jetzt gehört mir das alles hier. Diese ganze Halle. Frau Schlecker, Ich bin hier gerne. hier kommt ein Familienzentrum rein. Ein was? Familienzentrum.
Ich erkläre Ihnen kurz, ein Familienzentrum ist hauptsächlich ein Ort der Begegnung. So wie wir uns jetzt begegnen, werden sich dort später Eltern beraten. Und es wird, das ist für mich das Schönste, es wird auch ein Planschspenden. Ja, ich erinnere mich. Früher, du hast immer diese Wassertiere hier gekauft. Ja. Im Sommer. Das klingt alles sehr schön, aber wo soll ich denn dann hin? Wir haben für jeden Platz ein Familienzentrum. Sie, Frau Schlecker, könnten zum Beispiel in die Vorleseecke gehen. Die Vorleseecke? Ich erinnere mich noch, wie Sie mir damals Geschichten erzählt haben. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, aber ich kann nicht lesen. Ich kann nur Geschichten erzählen. Dann nehmen Sie doch einfach Schnittstellenkompetenz. ganz viele verschiedene Dinge. Dann nehmen Sie Ganz doch viele. einfach einen Alphabetisierungskurs im Familienzentrum, das bieten wir an. Und auch Die Schnittstellenkompetenz. die Schnittstellenkompetenz. Ich kann aber kein Blut sehen. Wir arbeiten daran, die Ärzte im ländlichen Raum wieder anzusiedeln. Das ist ja großartig, aber warum denn alles in Altenbusek? Ich meine, ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr herausgekommen. Altenbusek steht in Zukunft für den Leuchtturm als solchen. Du meinst so mit breitem Fundament und so? Ja, wir haben uns so lange am Fundament aufgehalten. Jetzt können wir anfangen zu bauen. Ich erinnere mich noch, als ich Altenbusek damals verlassen habe ich es mir angeschaut und dachte, es ist das Zentrum der Welt. Auch wenn es Ihnen nicht sofort ansieht. Manchmal braucht es ja ein bisschen länger. Weißt du, ich freue mich immer mehr, dass ich dich jetzt... Oh, du hast gleich Material mitgebracht. Fundament mitgebracht, da werden wir alles drauf bauen. Ja. Ich habe noch ein paar Schleckerregale hinten bei mir. Können wir vielleicht auch gebrauchen. Aus der Insolvenzmasse gerettet. Ja. Damit könnten wir... Wickeln. Wickeln? Wickeln? Wickeltier. Damit können wir wickeln. Das hat ein Mann gesagt, richtig? Wickeln Sie mal auf einer schiefen Ebene. Wir lernen voneinander. Wir werden Ja. viele Dinge voneinander lernen. Wie zum Beispiel... Bitte? Schief wickeln. Schiefwickeln. Viele Kinder sind heute schief gewickelt. Das wird sich ändern. Ja. Frau Schlecker, Ich bin irgendwie dabei, würde ich sagen. ich freue mich so, dass wir uns wiedergefunden haben. Ja. Kriege ich noch einen Bonbon? Nicht zu viele, ist schlecht für die Zähne. Ich hätte dann noch eine Frage. Ja. Wer bezahlt denn das alles? Das ist... Wer? Herr Harz. Ach, Herr Harz! Ja. Den kenne ich. Der wohnt auch manchmal bei mir hinten im Kampf. Er hat gesagt, er lässt da viel springen. Und dann steht die Sache, würde ich sagen. Schön. Ich freue mich, dass diese Räumlichkeiten anders genutzt werden. Und Sie sind mitten dabei. Integriert. Auf! Auf die romantische Beziehung! Martin Esters und Antje Kessler vom Fast Forward Theater. Wenn Sie Lust haben, die nochmal zu sehen, sie treten auch auf. Jetzt bereits am 25. September sind sie in Marburg zu sehen in der Waggonhalle. Bühne 2 haben sie gesagt, abends ab 20 Uhr Fast Forward Theater. Damit kommen wir zum
zum Ende dieser Tagung. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen, die mitgemacht haben, bedanken und auch wirklich bei Ihnen, die Sie alle gekommen sind. Mein Eindruck war, Sie haben sehr interessiert zugehört und ganz engagiert miteinander diskutiert. Das ist nicht immer so. Ich fand das wunderbar. Vielen Dank dafür. Ich möchte zum Abschluss noch sagen, es gibt draußen eine Liste mit allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Die können Sie gerne mitnehmen und haben so die Möglichkeit, sich gegenseitig zu kontaktieren und den Austausch, der hier angefangen hat, vielleicht auch fortzuführen. Und ich wünsche Ihnen allen auf Ihren unterschiedlichen Wegen zu den Familienzentren alles Gute und jetzt einen guten Heimweg. Danke.